Hermann. Dag Caroline. Dag leef Lükscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass da sit. Hüg tun wir uns über uns Stadthillige austauschen, die de meiste Hast du dir aber erg viel für genommen. Außerdem haben wir all den ganzen Pott klar Folie über die Heilige Drei Könige gemacht. Ja, das weiß ich noch ganz genau. Sie sind nicht drei und sie sind kein Könige und heilig sind sie auch nicht. Das ließ sich alles in der Folge 27 nachhören. Ich weiß noch, wie das gelaufen ist, hätte mich einer angesprochen und hätte gesagt, ich hätte ihm alles kaputt gemacht. Aber wie auch immer, und Stadthillige sind sie doch. Jung, das wird kompliziert. Vielleicht ist es auch genug, wenn es Hück mit Öschel geht. Also an der Heilige Ursula. Seht mal eigentlich eine Stadtheilige auf eine Stadtpatronin. Genau das han ich mich auch alt gefragt und wollte im Internet darüber jet finger. Aber wieso hier in Köln von der Stadt Hillige gesprochen wird und sonst der Ausdruck Stadtpatron Usus ist, das han ich nicht rausgefunden. Ist komisch, ne? Ja, man kennt es vielleicht noch meistenteils aus verjange Zige aus de Kirchenlieder, aus Maria breiter Mantel aus oder so. Da heeschet auch am Eng Patronin voller Güte uns alle Zeit behüte. Das ist es doch, was man sich von bestimmten Heilige, die dann vielleicht sogar die Stadtheilige sind, wünschen tät. Dass sie gut aufpassen, dass einem nichts Schlimmes passiert. Heilige gefallen mir da besser wie Patrone, wenn man an die Römer und vor allem an die Sizilianer denkt. Wieso? Bei der Römer war es doch Jod. Da war doch so eine Patron, so eine Schutzherr von einem, der für eine Sklave gewesen ist. Wann der dann frei gelassen wurde, hätt der noch einen, der ihn unterstützen tät. Für ein Beispiel im Gericht und auch sonst. Aber italienisch, il Padrone, der Pate, das ist doch nichts Schönes, oder? Ja, das stimmt. An die Padroni gerät man ja auch nicht so ganz freiwillig, ne? Wie gut eigentlich so eine Stadt an eine Stadtheilige auf eine Stadtpatronin? So wie ich das hier in Köln kenn, han die dat ja nicht am grünen Tisch ausgesog und überlat, wat für ne Heilige inne besonders Vorbild sein könnt, und von wem man der Mieze Schutz kriegen könnt. Dat war, Ist das nicht sowieso jetzt, wo drüber der Herrgott selbst fragen sollt? Oder braucht man da so Connections, so wie ich? Ich kenne einen, der einen kennt und der ist bei der Stadtverwaltung und der wird uns helfen. also du meinst eine christliche Form vom Klüngel. Genau das. Man kennt sich und man hilft sich, wie der Adenauer es ganz einfach formuliert hat. Oder der Burgers Norbert op Hudütsch, Ausräumen von Schwierigkeiten im Vorfeld von Entscheidungen. Ja, so sieht es doch aus. Wenn man so eine Patron braucht, für besser beim Herrgott durchzukommen. Dat hätt der Luthers Mätes auch kritisiert und dat mit de Fürsprecher abgeschafft. Jetzt wird ja richtig theologisch he. Lassen wir lieber Wigger machen mit dem Öschel. Du hast evens gefragt, wieso ein Heilige eine Stadtheilige wird. Ich han den Eindruck, hier in Köln ist das ja nicht der Heilige von einer großen Kirche. Der Heilige vom Dom ist ja der St. Peter und natürlich et Marie auf Maria. Das sind aber nicht die Stadtheilige. Die Stadtheilige sind die, an denen Gräber viel Glück gekommen sind. Wallfahrt. Die Wallfahrt ist dahin gegangen, wo man de Knöchel schon von der Heilige gefunden hat oder wo man gedacht hat, dass sie da wäre. Also he de Könige, der Heilige Gerion und evens et Öschel. Also et erste Wallfahrt und dann die Position als Stadtheilige. Auch wenn der Reliquie nicht das ganze Übel von Köln fernhalten konnte, haben sie doch viel Judes in die Stadt gebracht. Die Kölsche haben verdient
an de Hotels, an de Pensionen, an Möffele und Süffele von de Pilger, an de Spende. Und der ein oder andere will auch noch Kerzen und Blümchen gekauft haben und ein Andenken für mit nach Hause zu nehmen. Also durch die Stadthellige haben wir viel Reichtum in Köln gekriegt. Und dat auf schönste allemal de Emis waren. Emis, ja, die Könige, die hatten ja ihre Wurzeln im Morgenland. Und dat sind ja Jerion, war auch ne Emi. Der het Het Öschel doch nicht mit all seinen Jufferen. doch, et Öschel war kei Kölsch Mädchen. Dat kom aus Britannien und et war hier nur am Ringelands unterwegs. Und et soll hier gestorben sein. Er war Kölsch, war et nicht. Dat arme Mensch, weiß man dann, ob es ihm in Köln gefallen hat? Nee, et geht so ja Lück, die Zwiefele, ob et Öschel überhaupt gelebt hat oder ob sie dat all erfunden han für ne dolle Verzell. Man kann es so ja auf der Homepage vom Erzbistum lesen. Und das ist jetzt keine Witz, dass es Öschel nie hillig gesprochen wurde ist, weil man nicht sicher weiß, ob es überhaupt gelebt hat. Nicht zu glauben. Das ist nicht sicher. Man hat das ganze Gelände von der Kirche St. Öschel doch sicher ordentlich durchgemusst. Ja, das geht in alle Inschrift, die man in der Kirche vom St. Öschel sehen kann. Für uns Podklar-Fans von außerhalb, die Kirche ist ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof, kann man ja zu Fuß herjagen. Was ist das dann für eine Inschrift? Steht, dass der römische Senator Clematius da eine Kirche hat bauen lassen für die Märtyrerinnen, Juffere in das Gespräch zu bringen. Das steht dafür sprechen, dass es nicht erfunden ist, was die Legende erzählen tät. Man hat auch noch im Zweiten Weltkrieg genau 11 Gräber gefunden, das mit der 11 stimmt also. 11 und nicht 11.000 also. 11.000 wäre ja jetzt viel. Wo sollen die all herkommen? Es war die Rede von 11 und dann wurde dabei ein M abgeschrieben. Das konnte Märtyrerinnen bedügen auf Mulieres, also Fraulück. Auf Milia. Das kennen wir ja von pro Mille, also pro 1000. Und sie haben dann evens 1000 draus gemacht und das war auch passend für jetzt zu verdienen. Mit der Knöchel schon. Also mit der Reliquie nicht zu glauben. Ja, dat. Man kann auch heutzutage in die alte Kammer in der Kirche vom Öschel noch die Kiste sehen, die sie für die Knochen fabriziert haben. Da drin wurden die Knochen dann überall her verschickt. Und das ist nicht schlecht mit dem Verzell von der 11.000. Später wurde so ja verboten, mit der heiligen Reliquie Geschäfte zu machen. Dann haben die Kölsche die Knochen für eine Süns abgejoven und sich die Kiste für den Versand erst dür bezahlen lassen. Zwischen an, erg raffiniert. Hätt man dann nur Fraulichs Knochen gefunden? Das kann doch nicht so wahr sein. Nee, aber dazu brauchen wir jetzt die komplette Legende. Et Öschel hat sich doch dürfen lassen und wollte Juffer bleiben. Da war also doch nichts mit Manns Glück. Ja, genau. Aber die Legende erzählt, der Ältere hatte alten Bräutigam ausgesogen. Et Öschel sollte Ätherius heiraten, der Sohn von einem englischen Fisch. Und sie sollten in der Bretagne leben. Das war alles komplett Mann geplant. Hüg tät man sagen, sie han dann ne Deal gemacht. Iets tät dann doch heiraten, aber der Ätherius mot vorher Christ werden. Et war Usus, sich 3 Jahre op de Döf vorzubereiten. In der Zeit, wo er sich vorbereitet hat, wollt it, also d Öschel, dann eine Wallfahrt nach Rom machen. Und auf der Tour sind sie dann all in Köln vorbeigekommen. Ja, die Legende erzählt, dass es gut losgegangen ist, aber dass dann eine starke Wind abgekommen ist und das Schiff, wo das Öschel drauf war, in die Mündung vom Ring gedriven hat. So ist es dann auch nach Köln gekommen. Die Legende erzählt, dass das Öschel in Köln träumen tät,
dass es op der Rückfahrt von Rom auch wieder nach Köln kam. Und da durch das Martyrium sterben möt. Also von Köln hätte es nicht viel gesinn. Nicht der Dom, nicht das Schokoladenmuseum, nicht die Seilbahn über den Ring. Ne, ganz im Ernst jetzt. Äh, Ich hätte die Romtour abgeblasen und mich verstochen. Wer weiß, wo sie dich dann gefunden hätte. Und 11.000 Juffere zu verstechen, ist ja auch nicht so einfach. Sie sind jedenfalls bis nach Basel auf dem Schiff gewesen und dann zu Fuß wieder nach Rom gejöck. Und die Legende deit dann schön alles ausschmücken. Der Papst höchstpersönlich dät sie begrüßen. Und all die Juffere, die noch nicht gedöft waren, wohnten in Rom gedöft. Du wolltest noch jetzt von der Knöchelscher verklären, die sie gefunden haben. Du hast gesagt, die wären auch von Kerls gewesen. Ja, dat passt jetzt grad jod hierin. I dat et Öschel mit der ganzen Bagage wieder nach Köln gekommen war, also im Rückweg, hätt so en Sehnsucht der Eterius gepackt, dat er sich ob der Weg gemacht hätt für dem Öschel entjäge zu jon. En ganze Rutsch Fründe, also Kerls, hätt er dabei mitgenommen. Und die wurden dann all in Köln umgebracht. Ja, alle Molde. Daher haben wir evens die Knöchelscher von de Kerls. Et Öschel hätt noch ne Ausweg gehabt. Et hätt der Attila, der König von de Hunde, die damals in Köln waren, heiraten können. Dat wollt et ever nicht. So wurdet vom Attila persönlich mit dem Pil totgeschossen. Das ist aber schlimm. Ach ja, das han ich öfters gesehen. Et Öschel mit dem Piel. Und manchmal auch mit einem breiten Mantel, wo die Jungfrau an alle Siege Russlohe, wie bei der Schutzmantel Madonna. Für die Legende abzuschließen, et wird verzahlt, dat dann 11.000 Engel geflogen kommen, die de Hunde aus Köln verjagen. So viel Engelscher könnten die nicht für Knorrens kommen und jetzt für die Stadt tun. Ja, jen ever doch nicht mit Massenmord vorher. Schad, kein Engel, kein Heizermenscher. Jung, du möchtest ever ob alle Siege ausprobieren. Et Schink, man soll doch vielleicht selbst jet tun. Ja, das ist noch die Frage. Was kann man vom heiligen Öschel lehren? Auf Fürsprecherin auf nicht. Als Fürbild sind die Heilige doch insgesamt anerkannt. Ja, sicher dat. Ich mein, man kann lehren, dat man zu dem steht, wat man glaubt. Wir han ja glücklicherweise hier in freie Gesellschaft, wo es kein Martyrium gibt, wann einer sieht, wat er glaubt und wat ihm wichtig ist. Das ist wahrhaftig ne Sinn. Hier können die Muslime ganz frei der Ramadan feiern und ein Zuckerfest, wann der Ramadan vorbei ist. Und die Christen feiern die heilige Woche mit Karfreitag und Posten. Ich war mal gewahr wird, dass die Freiheit von der Religion nicht überall praktiziert wird klar, wie Jodet uns hier geht. Stichwort Poste. Hier könnte man mit dem kleinen Sprachkurs ansetzen. Mit dem Öschel verzählt sind wir ja durch. Der dritte, jetzt wird ein bisschen Kölsch geliert. Hier noch uns der Unterschied, wat der 4 Tage angeht. Ostern heißt Poste. Es kommt von Pascha, was der jüdische Viertag ist, der auf derselbe Tag fällt. Poste mit dem geschlossenen O sind Burschen, also junge Kerls. Wenn wir gerade dabei sind, kleiner wie Poste, das sind Pens, Bücher auf Boote, auf Quös. Alles kölsche Wort für Kinder. Später ließ sich von Männer und Frauen sprechen. Aber das ist iter Hudisch. Besser seht man Kerls auf Mannslück und Fraulück. Fraulich, die im Bett nicht aktiv werden will, nennt man auf Kölsch Juffer. Mensch einer meint, dass das nicht negativ gemeint ist, wie ein Juffer, so ein bisschen weltfremd ist. Aber
Am Anfang hieß es nur das, was die Jungfrau auch im Hochdeutsche bedeutet. De Ale nennt man op Fing de Senioren. Wann es damit losgeht, mit dem Seniorensinn, weiß man nicht so genau. Vielleicht kommt es doch drauf an, wie alt man selbst ist, wenn man anfängt, das zu definieren. Ja, im Kölsche und im Hochdeutsch fingen ich es ein bisschen dämlich, wenn man von älteren Menschen sprechen tät, wenn die über 90 gepackt haben. Die sind nicht älter, die sind alt. Und das ist auch Jode so. Ja, Lev Lückscher, für Hück sind wir am Eng mit unserem Podcast. Wir wünschen euch wieder ein schön Frühjahr. Die Muslime, die uns so hören, jode zig im Ramadan und ein schön Zuckerfest, de Christi gesehnte Poste, wat mi is, wie ne Has und ein paar Eier aus Schokolade. Wir machen für Poste einen Buß und sind im Mai wieder da. Ah, tschüss. Und aldische Salze.